Hallo meine Damen und Herren, liebe Freunde, da bin ich wieder. Ja, heute ist wieder die Lesung aus der Oma und Opa Ecke dran. Morgen sind wieder die Kinder dran mit dem Floh im Ohr. Und nun freue ich mich darauf, dass wir wieder gemeinsam die Kerze anzünden können. So, ich hole sie mal hierher. Prima. Ich hoffe, dass Sie alle wohlauf sind, gesund sind und dass es Ihnen gut geht. Und ja, ich habe gerade festgestellt heute, wir haben ja Corona und in meinen Geschichten geht es heute auch ein bisschen um die Lunge. Aber das war nicht beabsichtigt, hat sich so ergeben. Gut, ich lese was von Friedrich Schnorr, genannt Fidelutenhus, von Ringelnatz und eine kleine Geschichte von Arnold Risch. Ich fange mit Friedrich Schnorr an. Der Peerhandel, ein vergneuchtes Stück ude Muskist. Ol Fuhrmann Brümmer ha ein Pferd, so'n ganz ol'n Schimmelwert. Mit den he viele Jahr von Schönbach bis nach Lübeck vor. Mut man sin Reis dagtäglich moken, dat hölt verraftig ob de Knoken. Vor allem, wenn dat geit in Draff, dat hölt kein Pier Natur nicht af. Tauletzt wölt denn ook nicht mehr gaun, der Schimmel kon man knapp noch stone. In all vier Bein ha he de Lich, de fleigende Över ha he nicht. Lang hung ut de Mul de Tung und pfeifen de ut beide Lung. As wenn de Schwindsucht ha dat Pferd, lobt nicht de Galoppierende Wert. Ol Brümmer hol den Tierarzt dran, de kickt sich nu den Schimmel an und meint, as he untersucht, dat Pferd, dat kriegt nicht wer dat trech. Die is ja ook total tuschan, für'n Wagen können's nicht wer spann. Die wart sin Dach nicht wer gesund, dat Beste wär, se scheit dod. Dat wär nu Brümmer gar nicht recht, dat dit de Doktor Tau secht. Mit ziem Schimmel wehrt Tau von dat old Peer soll he sich trennen. Doch hört dat alte Sohn nicht und wür im Oog de Weg nicht lich. He müssen an der Pferd sich holen und mag sich denn ook ob de Sohlen. Und geit hen nur dat Piergeschäft, wo he einst ha den Schimmel köft. Und Krüger, wat de Händler wär, wiest denn nu verschiedene Peer. Tauletzt trägt uten Stall he ein, hier, secht he, düstamt ut Trakehn. Dat is so'n Ort von Vollblutpferd und is n ganz kapitales Diert. Denn müsst die richtig mal ansehn, wat hätt de für gesunde Bein. Ich sech di, hast du denn für'n Wogen, denn deist du all vorüber erjogen. Und Fehlers hätte nicht die Spur. He loppen deit, he in ein Tour. Fürst morgens du Klock 4 nun Stall, wirst du Klock 5 in Lübeck all. Und denn de Pries is man Quark, wie viel du dat büst, gift dusen Mark. Dat Doppelte, dat is he wert, denn is ein wirklich gautes Pferd. Ol Brümmer Zwicht und Dach wie sich, je dröhn du die man ein Tau schick, die kenn ich, du deist tüchtig lügen, so licht sahst du mir nicht bedrägen. Und secht Tau Kröger, hör mal du, ich will doch erst mal mit min Frau, die sog mi noch mal überlegen
und die den Morgen oder seng. Von Ansehn, dat will ich graut nicht striden, mag ich den Brun sonst wohl lieden, doch wenn du nix wollt runterloten, find ich den Preis doch über de Moten. Do wohl nu Krüger nicht recht ran und Vater Brümmer wart nu gone. Kum is n Stunstüt dat wohl her, kloppt ein wie Krüger an de Tür. Na, Krüger, mog nun op und zwin. Na nu, röpt hei, denn wer kömmt renn? Ol Vater Brümmer wedder wird und kaum all wedder dat Piert. Sagt nu Krüger, wo kommt dat? Hast du die all besunnen wat? Und mit din froh all Rücksbruck nom? Ich dacht, du wirst erst morgen kommen. Yeah, sagt old Brümmer, dat wick die Seng. Wat gift do viel tau überlegen? Min Frau meint ook, dat ha sie nucken, so'n Pferd, dat kann ich gar nicht brucken. Dat is von mir so wat für'n Kenner. Wat soll ich mit so'n dullen Renner? Die, wenn ich hem hef für'n Wogen, in einsten deit nur Lübeck jogen. Dat passt in min Krob nicht renn, dat ich so früh in Lübeck bin. Wat soll ich morgens do wohl klock 5? Mit so'n Pferd blieft mi Mann von lief? Dat köpp ich nicht, min gaude Mann, mit den Gauls mehr Mann die andern an. Von 1909 ist das. Ja, nun sind wir bei Ringelnatz angelangt. Silvester liegt ja schon hinter uns, aber auch wieder vor uns. Silvester bei den Kannibalen. Am Silvesterabend setzen sich die nackten Menschenfresser um ein Feuer und sie wetzen, Zähne klappern, lange Messer, trinken dabei, das schmeckt sehr gut, Bambussoda mit Menschenblut. Dann werden aus einem tiefen Schacht die eingefangenen Kinder gebracht und kalt gemacht, das Rückgrat geknickt, die Knochen zerhackt, die Schenkel gespickt, die Lebern zerhackt, die Bäuchlein gewalzt, die Bäckchen paniert, die Zehen gefalzt und die Äuglein garniert. Man trinkt eine Runde, noch eine Runde und allen läuft das Wasser im Munde. Zusammen, auseinander und wieder zusammen, bis über den feierlichen Flammen die kleinen Kinder mit Zutaten kochen, rösten, schmoren und braten. Nur dem Häuptling wird eine steinalte Frau zubereitet als Karpfenblau. Riecht beinahe wie Borchert Küche Berlin, nur mehr nach Kokosfett und Palmin. Dann Höhepunkt, sogar der Monduhr weist auf 12. Es entschwindet das alte Jahr. Die Kinder und der Karpfen sind gar. Es wird gespeist. Und wenn die Kannibalen dann satt sind, besoffen und überfressen, ganz matt sind, dann denken sie der geschlachteten Kleinen mit Wehmut und fangen dann an zu weinen. Ja, das war Ringelnatz. Da kann man ja nur noch einen Entschuldigungszettel schreiben, meint Arno Risch, ne? Das geht ja wohl nicht anders. Wertes Fräulein,
Mein Sohn konnte den 30-jährigen Krieg nicht zu Ende führen, weil er seine Tante ausziehen helfen musste. Gestern war er krank und konnte das Lesebuch nicht zurückbringen, weil er es im Halse hat, zwecks ärztliche Behandlung, wegen allzu große Schmalzherzen. Weil Sie sagen, mein Sohn riecht. Er ist keine Rose, zum daran zu riechen. Er ist zum Lernen. Wenn Sie selbst erst mal 10 Kinder haben, dann werden Sie es schon sehen, Fräulein, wie es ist. Ja, und dann haben Sie ganz unschuldige Ohrfeigen ausgeteilt. Aber wenn's denn schon gehaut werden muss, dann hauen Sie doch die anderen Kinder. Das bestätige als Mutter von die Wahrheit gemäß, weil sich das nicht gehört. Und wenn Sie meinen Sohn noch mal hauen tun, denn so schicke ich mal meinen Mann zu Sie, und dann sind Sie aber die längste Zeit Fräulein gewesen, Frau Schlachtermeister Müller. So, nun wissen Sie Bescheid, ja, ja, nun wissen Sie Bescheid. Ach, einen habe ich hier noch. Stimmt genau. Nun sagen Sie mal aufrichtig, Herr Doktor, da sitzt nämlich ein Doktor, wie steht es mit meiner Lunge? Die Lunge ist zwar etwas angegriffen, aber das macht nichts, meint der Doktor. Solange wie Sie leben, reicht es. Meine Damen und Herren, bleiben Sie gesund, bleiben Sie mir gewogen, kommen Sie wieder, gucken Sie mir wieder zu, hören Sie mir zu. Ja, und empfehlen Sie mich weiter. Mehr kann man ja nicht tun in dieser Zeit. Bleiben Sie zu Hause, genießen Sie das, was jetzt überall auf vielen Kanälen zu hören und zu sehen ist. Da gibt es eine ganze Menge. Ja, und jetzt pusten wir wieder gemeinsam das Licht aus. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute und tschüss.